Am Valentinstag ging ein lang gehegter Wunsch von mir in Erfüllung. Wir haben wieder einmal ein Ehedinner im Kirchgemeindehaus Dürrenäsch durchgeführt. 18 Ehepaare haben sowohl ein leckeres Dreigang-Menü genossen, als auch 2 Vorträge von einem pensionierten Pfarrehepaar gehört zu den Themen die 5 Sprachen der Liebe sowie Kommunikation in der Ehe. Warum habe ich das gemacht? In der Bibel vergleicht Gott seine Liebe zu uns Menschen mit einem Bund. Das heißt mit einem unauflöslichen Vertrag. Jesus Christus hat diesen großen Bund mit uns geschlossen. Der Ehebund ist der kleine Bund, der uns auf diesen großen Jesusbund hinweisen soll. Alle Ehepaare, die ich in den vergangenen Jahren verheiratet habe, habe ich an dieses Ehedinner eingeladen, um ihnen einen Ehe-Refresher zu ermöglichen, ein Update in ihrem Ehealltag. Der amerikanische Pfarrer Gary Chapman unterscheidet zwischen 5 Sprachen der Liebe. Erstens Lob und Anerkennung, zweitens Zweisamkeit, das heißt miteinander Zeit verbringen, drittens Geschenke, die von Herzen kommen und viertens die Hilfsbereitschaft, das heißt praktisch helfen und 5. Zärtlichkeit und Sexualität. Als 6. Liebessprache ergänze ich Essen zubereiten und Essen genießen, denn Liebe geht ja durch den Magen. Einem Ehepaar, bei dem ich vor 6,5 Jahren der Traupfarrer war, habe ich 2 Fragen gestellt. Was hat euch speziell gefallen am Valentinsdinner und was werdet ihr praktisch in eurem Eheleben umsetzen? Am Schluss siehst du noch einige Bilder von diesem gelungenen Anlass. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau. Ich fand es sehr interessant, einfach mal bewusst Zeit miteinander zu haben. Ich meine, das haben wir sonst schon viel mal eingeplant in unserem Alltag drin. Aber heute einfach auch andere Aspekte anzuschauen, die wir sonst von uns aus vielleicht nicht so ansprechen beieinander. Und ja. Ja, genau. Und ich fand es war eine gute Atmosphäre. Wir waren nicht zu Hause, das heißt, es war nicht unsere Umgebung. Das heißt, wir konnten irgendwie in eine andere Tiefe gehen und auch durch das Coaching, also dadurch, dass die Fragen gestellt wurden von einem Externen, gab es Anstöße, die wir sonst so nicht gehabt hätten. Ja, und bei den 5 Sprachen der Liebe fand ich auch interessant, dass wir uns verändert haben. In den Jahren, wir sind jetzt erst 6,5 Jahre. Danke, verheiratet. Und in dieser Zeit haben sich schon unsere Sprachen der Liebe verändert. Wir haben andere Bedürfnisse und konnten auch darüber austauschen, was empfinden wir. Zum Beispiel, was empfinde ich als Zärtlichkeit oder als Zeit zu zweit und was empfindest du als das? Und das war wirklich sehr schön und sehr intensiv und hat uns als Ehepaar weitergebracht. Schwierige Frage. Was nehmen wir genau mit? Ich nehme diesen Gesprächsalgorithmus, nenne ich das jetzt einmal, nehme ich mit. Also wir haben spezifisch gelernt, wie wir eine Botschaft senden können und wie wir auch als Empfänger uns verhalten sollen und dann diese Rollen auch umgekehrt. Und das gab so praktische kleine Taschenkarten, die du immer bei dir haben kannst. Und ich glaube, das ist wirklich ein Tool, das wir gebrauchen können, wie wir in unseren Gesprächen weniger Missverständnisse generieren. Aber ich finde, wir sollten es bereits dann üben, wenn wir nicht streiten. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt wirklich reinnehmen in den Alltag und dann wirklich üben wollen für dann die Zeit, wenn es mal dann kriselt. Wenn es mal knistert, genau, richtig. Genau.